Christus ist auferstanden. Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden. Genau, mit diesem Ostergruß, den ich auch als Kind immer wieder gehört habe, heiße ich euch herzlich willkommen. Ja, ihr fragt euch, oder der Ben hat sich das ja auch schon gefragt, wieso steht denn jetzt die Christiane hier und nicht der Fritz oder ein ausgebildeter Pastor? Und das ist schon so, der Fritz hat mich gefragt und ich habe das auch bewegt und dann sind mir da ganz viele Gedanken gekommen, die dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, nein, ich mache das nicht. Also da waren sehr schnell diese 10.000 Gründe zusammen, um dieses heiße Eisen Osterpredigt schnell dem Fritz wieder zurückzugeben. Und das habe ich auch getan und das wurde auch ganz lieb aufgenommen, aber es hat mir keine Ruhe, keinen Frieden im Herzen gelassen. Ich habe meine Rechnung nicht mit Gott gemacht. Also es war nicht der Fritz, der mich überzeugt hat, sondern es kam eine Nachricht von da oben, als ich in der stillen Zeit war im Gebet. Und da habe ich in meinem eher eben dunklen, unruhigen Herz gespürt, wie es hell wurde, warm wurde, Frieden einzog, wie mich eine Kraft aufgerichtet hat und ich habe die Stimme gehört, ich bin die Tür. Und dann kam die Freude dazu, ah ja, das ist der Vorschlag für die Osterpredigt. Und das habe ich dann auch aufgegriffen, habe dem Fritz das geschrieben, dass ich jetzt das doch mache, dass es da eine Veränderung gegeben hat. Und er hat mir zurückgeschrieben, Zitat, im Grunde genommen musst du nicht mehr als die Auferstehung von Jesus Christus bezeugen. Alles andere ist Beilage. Die gibt es denn schon noch. Genau das möchte ich jetzt tun. Lasst uns beten. Ich glaube, dass Jesus Christus zur Vergebung unserer Sünden als Opferlamm für uns am Kreuz gestorben ist. Nach 3 Tagen ist Christus auferstanden. Halleluja, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Danke, Vater, aber dass du die Welt so sehr geliebt hast, dass du uns deinen eingeborenen Sohn gabst, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3,16. Danke, Jesus, deinem Sohn, unserem Bruder, dass du immer wieder den Stein vor unserer Herzenskammer wegwälzt und unsere Herzenstüren für dein Wort und unsere Mitmenschen öffnest, dass du uns wie ein guter Hirte suchst, wenn wir uns verirrt haben und nichts mehr von dir wissen möchten. Danke, dass du uns nie mehr allein lässt, Herr, sondern uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast, der uns tröstet und reich beschenkt. Danke, dreieiniger Gott, für so viel Gnade. Amen. Ja, jetzt kommt schon die Beilage. Ich möchte Zeugnis ablegen und eben, ihr habt es am Anfang ja schon etwas gehört, das möchte ich dann weiter ausführen und ich möchte mir erlauben, euch so mitzunehmen, wie Gott zu mir spricht. Und das ist mehr über Bilder. Und vielleicht zu meinem Weg. Ich habe sehr viel sammeln können. Ich hatte einige Wochen Zeit für die Predigt und das ist ja so wunderbar, wenn das so wachsen kann. Wenn das, was man hört, ja, das
das passt, das gibt wieder einen neuen Stein oder einen neuen Ast und das kann weiter wachsen. Und dann in der Karwoche, als ich das zusammenfassen wollte, mir war klar, neben 70% Arbeit schaffe ich es nicht, die Predigt zu schreiben. Das ging jetzt nur, weil ich während der Karwoche nicht gearbeitet habe in der Schule. Da wurde es jetzt richtig schwierig für mich. Und ich habe sehr viel über mich lernen können, wie ich auch mit Gott unterwegs bin. Und das ist bildhaft, das ist sehr stark im Herzen, im Gefühl. Und das so zu formulieren, dass ich es gedanklich auch für euch, für andere weitergeben kann, das ist mir nicht leicht gefallen. Der Fritz, der Martin, der Thomas, die wissen ein wenig von meinen Kämpfen. Und so werde ich mich doch mehr an den Text halten, den ich dann geschrieben habe, obwohl ich lieber frei spreche, aber ich glaube, ich werde sonst die Hälfte vergessen, weil ich so im Moment lebe und das, was ich mir aber auf dem Weg hin genau angesammelt habe, das würde verloren gehen und das wäre ja auch schade. Also bitte verzeiht, ich werde mich hier an meinen Predigttext halten. Ja, ich möchte anfangen, es ist noch gar nicht mein Bild da, sehe ich gerade, genau. Das ist mein Predigtthema, das war mein Erlebnis. In meinem dunklen Herz ist es hell geworden. Das erste Bild hat so schön gepasst. In diesem dunklen Herzen ist es hell geworden. Und ich bin aus meiner Einsamkeit da mit dem verschlossenen Herz wieder hinausgetreten. Jawohl. Ich habe an der Predigtreihe die Stiftshütte vom Alten Testament mit dem Bogen zum Neuen Testament große Freude gehabt. Das hat mir sehr viel gegeben, diesen Bogen, diese Zusammenhänge zu erleben. Und deshalb habe ich mich auf die Suche gemacht und geschaut, wo kommen mir Bibelstellen vom Alten Testament, die jetzt zu dem Ich Bin-Worten passen. Und das Erste, was ich da gefunden habe, ist, Jesus sagt bei allen 7 Ich Bin-Worten eben Ich bin. Und diese Worte hat sein Vater gebraucht. Und zwar, ihr erinnert euch, wo bin ich jetzt? Genau, 2. Mose 3,14, da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Und wie man auf dem Bild sehen kann, ist das der Moment, wo er vor dem brennenden Dornbusch kniet. Wo sich Gott Vater offenbart und Mose fragt ihn, wie soll ich dich vor dem Volk nennen? Und Gott sagt zu ihm, sage, ich bin, der ich bin. Und genau dieses Wort greift Jesus auf in seinen 7 Selbstoffenbarungen, wenn er von sich sagt, ich bin das Licht der Welt und so weiter, in diesen 7 Worten. Und da ist für mich die Verbindung, dass Jesus zeigt, wo ist mein Auftraggeber, aus welcher Vollmacht handle ich. Der Vater und ich sind eins, oder ich und der Vater sind eins, heißt es in Johannes 10,30. Das war der Blick zurück ins Alte Testament, wenn ich den Bogen in die Zukunft spanne, zur Offenbarung. Da habe ich gefunden, von Martin angeregt, Offenbarung 3,8. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Und ich glaube, man sieht sehr schön, diese Tür ist ein bisschen ein Tor, wo das Licht in das neue Jerusalem oder herausscheint, muss man fast sagen, genau.
Dann möchte ich euch ein persönliches Bild vorstellen. Und zwar kennt ihr die Menora, den siebenarmigen Leuchter schon vom Fritz, den hat er vorgestellt. Und das ist für mich persönlich ein Bild für diese 7 Ich-Bin-Worte. Und zwar ist das ein ganz besonderer, der ist in Braunschweig, der ist riesenhoch, 2 Meter oder noch mehr. Und der ist, der fasst für mich viele Qualitäten zusammen. Der ist für mich wie ein Baum, der wächst mit diesen Verdickungen. Die Bäume haben ja immer Verdickungen, dann strecken sie sich wieder. Das ist so Wachstum, Baum des Lebens. Aber es hat auch die Geste des Kreuzes, das Kreuz, das zum Baum des Lebens wird. Und es fasst sich alles zusammen in einem Stamm, das ist für mich der Vater. Das ist, alles geht aus dem Ich Bin hervor. Und dann verzweigt es sich in die Siebenheit, so wie Jesus sich darstellt. Wie stellt er sich dar? Ich habe euch Zettel ausgelegt, oder Thomas, ihr kennt sie wahrscheinlich alle, die Ich Bin-Worte. Ich werde jetzt die Kerzen anzünden und sie dabei nochmal sagen. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der gute Wein, der wahre Weinstock. Ja, schön finde ich diese Flämmchen, das vielleicht zu weit hergeholt, aber für mich ein Bild für den Heiligen Geist, den uns der Christus gebracht hat nach der Auferstehung, dass der Heilige Geist jetzt zu jedem Einzelnen von uns sprechen kann. Das ist für mich auch noch in diesem Bild da drin. Und ich habe extra für mich ist diese mittlere Kerze ganz besonders, der gute Hirte, der geht so praktisch so durch. Das ist ja auch das große Bild, was wir in dem Psalm 23 haben. Der Herr ist mein Hirte. Deshalb habe ich die besonders hervorgehoben. Ja, ein Gedanke zur Zahl 7. Von Fritz haben wir schon mal gehört, die Zahl 7 ist eine heilige Zahl, eine göttliche Zahl. Den meisten fallen wahrscheinlich auch die 7 Schöpfungstage ein, Genesis 1 bis 4, 2, 4. Dann gibt es noch ein Bild, und zwar, bevor der Herr es 40 Tage regnen lässt, vor der Sintflut, lässt er 7 Tage die Türe offen. Das fand ich noch sehr eindrücklich. Und was natürlich nach der Sintflut kommt, was ich so wunderschön finde und genau dieses Auferstehungsbild genommen habe, das ist der 7-farbige Regenbogen. Gottes Versprechen, dass er nie mehr die Welt untergehen lassen wird. Jetzt möchte ich zu unserem Bibeltext kommen. Ich bin die Tür. Und zwar
habe ich jetzt erst dieses Bild mitgebracht, bevor wir in den Bibeltext einsteigen. Ich wollte euch kurz erzählen, wie damals die Schafe, wie die Schafzucht aussah. Und zwar hatte ein Dorf mehrere Hirten, die immer auf ihre Schafe aufpassten. Und jeder Hirte kannte seine Schafe. Der Hirte gab den Schafen einen Namen. Und deshalb konnten die Schafe kannten dadurch auch ihren Hirten. Und sie folgten ihm, wenn der Hirte sein Schaf rief. Das war praktisch das Besitz, der konnte seinen Besitzanspruch geltend machen, dadurch, dass die Schafe auch wirklich ihm folgten. Und so gab es dann einen großen Schafstall und der hatte gar kein Dach, sondern das war nur ich denke wohl ein wenig höher als das, was wir jetzt hier sehen. Es war einfach eine runde Mauer, manchmal auch eine Dornenhecke und ihr seht diesen Kreis da mit einer Öffnung. Und diese Öffnung, in dieser Öffnung stand der Türhüter und der passte sowohl auf, dass da nicht Tiere oder Räuber reinkamen, sondern dass da nur die wahren Hirten hineinkamen. Und Diebe und Räuber konnten halt noch über die Mauer springen. Darum geht es auch in dem Bibeltext. Ja, und genau, ich bin die Tür zu den Schafen. Also es gibt nicht eine fertige Tür, sondern Jesus selber als Person ist nachher die Tür. Gut, dann steigen wir ein in den Text, den der Thomas mir liest. Bist du da? Genau. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme, und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dies Gleichnis sagte Jesus zu ihnen, sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagte. Da sprach Jesus wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Danke. Ja, ihr habt gesehen, ich habe das in 2 Teile gegliedert. Das bietet sich an. Es gibt erst einen allgemeinen Teil, der sich ja stark auf diese Schafzucht bezieht, so wie ich euch das vorher dargestellt habe. Den Türhüter, die
wahren Hirten, die ein- und ausgehen, die Räuber, die über die Mauer gehen oder versuchen, sich am Türhüter vorbeizuschlängeln. Und dann gibt es diesen zweiten Teil, wo überhaupt erst die Ich Bin-Worte kommen. Eben die Tür und nachher noch Ich bin der gute Hirte. Jetzt möchte ich erst einmal diese Bibelstelle einordnen. Sie schließt sich an das 9. Kapitel an. Und zwar geht es dort um die Heilung eines Blindgeborenen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch vor Augen habt, der eben blind auf die Welt kommt und Jesus mit einem Brei und so weiter und der muss sich dann noch das abwaschen. Und er geht aber dann nachher in die Synagoge und stellt, und bezeugt seinen Glauben, dass Jesus ihn geheilt hat. Jetzt, diese Bibelstelle von Ich bin die Tür gehört zu den Hirtenreden. Und Hirtenreden hat es auch schon im Alten Testament mehrfach gegeben. Bei Jeremia, bei Hesekiel, Micha, Sacharja. Und immer geht es um die Frage, wer ist der wahre Hirte, der wahre Führer des israelitischen Volkes, der zur Endzeit führt. Und immer geht es auch in den anderen Stellen darum, dass Jesus dieser wahre endzeitliche Führer ist. Und jetzt in diesem zweiten Teil, da spricht Jesus das ja auch ganz explizit aus, dass er es ist, dieser wahre Hirte. Und jetzt, wenn ich zu diesem Blindgeborenen zurückkomme, der in der Synagoge eben sich den Pharisäern gezeigt hat und gesagt hat, Jesus hat das vollbracht, was noch niemand vollbracht hat, nämlich einen, der blind geboren ist, zu heilen. Und die Pharisäer haben dann diesen sehend gewordenen ausgestoßen. Sie haben ihn aus der Synagoge herausgeworfen und haben bestimmt, er gehört nicht mehr zu Gottes Reich. Sie haben eigentlich diese Türhüter, diese Vollmacht Gottes an sich gerissen. Und Jesus sagt mit seinen Worten hier in dieser Bildrede den Pharisäern den Kampf an. Das ist gegen sie gerichtet. Das ist diese eine Ebene. Es hat natürlich auch die andere übertragen, es ist ja sowieso Bild, die auch für uns gilt. Jetzt möchte ich zu den einzelnen Bildworten kommen. Nur der wahre Hirte kann durch die Tür eingehen, weil der Türhüter ihn durchlässt. Jesus erweist sich als der wahre Hirte. Er handelt aus Gottes Vollmacht und erklärt die Besitzansprüche bei den Schafen, indem er sie bei ihrem Namen ruft, und die Schafe, die zu ihm gehören, die folgen ihm. Der Türhüter, der die berechtigten Hirten oder auch Propheten bestimmt einlässt, ist Gott Vater. Und Gott Vater verleiht Jesus diese Vollmacht, Türe zu sein. Die Schafe, die die Stimme des Hirten hören und ihm folgen, das war das Bild für das Volk damals, für das israelitische Volk. Ja, und heute sind es alle die, die Jesus beim Namen ruft und die ihm folgen, also auch wir. Der Schafstall steht für Gottes Reich.
Das ist der Schutzraum. Und die Weiden, dort, wo Geborgenheit ist, wo die vollkommene Versorgung stattfindet, dort ist das neue Leben, die Ewigkeit zu finden. Eigentlich der Blick auf die Endzeit. Ja, und die Diebe und Räuber, die sich als falsche Türhüter aufspielen, als falsche Messiasse, habe ich schon erwähnt, dazu zählen die Pharisäer, aber auch Zeloten, also die mit Kriegskraft Gottes Reich erobern wollten. Die Frage ist für uns dann, wer ist für uns heute Dieb und Räuber? Noch ein Wort, es heißt, die durch die Türe eingehen. Genau, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Selig, da steht auch gerettet in anderer Übersetzung. Und im Griechischen steht sozu, und das ist ein besonderes Wort, das heißt viel mehr als nur gerettet vor den Raubtüren oder Dieben, sondern es wird auch benutzt, wenn es um das Gericht Gottes geht. Es ist Erlösung. Es geht um die Erlösung bei Gottes Gericht. Also wenn man durch diese Tür eingeht, dann wird man nicht nur geheilt, geschützt, sondern auch erlöst. Und deshalb ist auch dieses Eingehen nicht nur in den Stall hineingehen, sondern hineingehen eben, wenn man erlöst ist, in das Reich Gottes, in die Ewigkeit. Noch eine Randbemerkung. Amen, Amen, sagt er bei beiden Teilen, fängt er damit an. Das macht er bei keinem anderen Bildwort. Das fand ich noch bemerkenswert. Dieses Amen, Amen ist eine Bekräftigungsformel. Das zeigt, wie, ja, es gibt diesem Ich Bin-Wort eine besondere Bedeutung. Ja, und jetzt zum eigentlichen, zum wichtigsten Bild, die Tür. Wie ihr gesehen habt, ist diese Tür unsichtbar. Oder ist Jesus als Person. Er ist die Tür. Und was heißt das, wenn wir durch ihn hineingehen? Wenn kein Weg an ihm vorbeiführt. Das heißt, dass er immer schon da ist und Beziehung aufnimmt. Er von sich nimmt Beziehung auf zu uns. Er als Tür wacht über die Schafe. Er ist das verbindende Element in diesem Bild. Also um in den Stall zu kommen, um auf die Weide hinauszugehen, es geht durch die Tür, es geht durch Jesus. Er verleiht Sicherheit auf dem Weg. Die Schafe können sogar, weil er die Türe ist, weil er der Wächter ist, sie können frei ein- und ausgehen. Er ist der Zugang zu Schafstall und Weide. Was bedeutet das für uns im übertragenen Sinne? Wenn wir die Schafe sind, der Schafstall Gottes Reich und die Weide, die Endzeit, die Ewigkeit. Ignatius von Antiochien sagte das 110 nach Christi folgendermaßen: Er ist die Tür zum Vater. Oder im Johannesevangelium lesen wir 14,6: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich.
Wenn ich jetzt noch mal auf mein Zeugnis blicke, was ich hatte, ich bin die Tür, habe ich erlebt, wie das, was vorher Unruhe, Unfrieden, Dunkelheit war, ja, ich würde das jetzt im Bild beschreiben, wie Jesus diesen Stein weggewälzt hat und ich wieder zu ihm in Beziehung treten konnte. Meine Ängste, Versagensängste, ja, die hat er mir genommen. Und das war Gnade. Ich habe da noch. Er stellt den Bezug zum Vater her. Der Vorhang zerreißt bei der Kreuzigung im Tempel. Er vermag es, den Grabstein wegzuwälzen, auch vor unseren Herzenstüren. Paulus sagt das im Römer 5, 2, durch Jesus Christus haben wir Zugang zur Gnade. Ja, das ist mein Zeugnis, für mich die frohe Botschaft. Ich habe am Anfang die Tür zugeknallt und gesagt, ich mache die Predigt nicht. Und Jesus hat nicht dann die Türe mir gegenüber zugemacht, auch nicht nach 7 Tagen, wie bei der Arche Noah. Er hat mich nicht im Regen stehen lassen. Seine Tür ist offen für mich, für alle Schafe, für uns alle. Er hat uns seine Gnade zugesagt. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Und er selber klopft sogar an unsere Tür. Das habe ich vielleicht erlebt. Das kommt in der Offenbarung 3,20. Jesus selbst klopft an und ruft uns zur Umkehr auf. Und wenn wir auf ihn hören, feiert er mit uns Abendmahl, wenn wir ihn wieder einlassen. Jetzt möchte ich euch noch einladen, selber aktiv zu werden. Weil eine Türe ist eigentlich erst dann wirklich Türe, wenn man hindurchgeht. Sonst bleibt sie ja doch nur eine Mauer. Also, wenn die Tür da ist und wir gehen nicht hindurch, dann stehen wir ja auch immer noch außen vor. Jetzt habe ich Fragen vorbereitet und ich möchte euch einladen, diese offene Tür in euch aufzusuchen und anzuklopfen. Ja, ich gebe euch jetzt einige Minuten Zeit und möchte euch einladen, für euch innerlich diese Fragen zu bewegen. Ja, wer weiß, welche Tür sich heute euch noch auftut. Ich möchte zum Schluss kommen und beten. Danke, Jesus, dass du für uns als Opferlamm am Kreuz gestorben und nach 3 Tagen auferstanden bist. Danke, dass du damals, heute und in der Zukunft unsere Tür bist, zu unserem Herzensgrund, zu unseren Mitmenschen und zu unserem Vater, zu Gottes ewigem Reich. Du bist unser Retter und deine Gnade spricht uns gerecht. Dein Osterlicht entlarvt und vertreibt alle Räuber und Diebe in unserem Herzen. Danke, dass kein Weg an deiner Tür vorbeiführt.
Dir sei Lob, Preis und Ehre. Amen.